Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und okay, Colonel Garrett hat derzeit nichts für uns. Diamond Lake hat auch nichts. Da ist noch was, das ist kein Leben. Ich wollte mich nur melden, fahre zum Funkturm am Applegate Peak. Okay, das ist dann wohl wieder eine Boozer-Quest, die wir machen können. Aber ich würde sagen, wir haben hier noch zwei Neuro-Forschungsanlagen, die auf uns warten. Die würde ich mir eigentlich ganz gern auch nochmal reinzwitschern, bevor wir da weitergehen. Da weiß ich noch nicht, wie wir da tatsächlich hinkommen sollen, weil Absaufpotenzial ist zu 100% Geber. Deswegen würde ich tatsächlich eher erstmal hier hinfahren und würde die Schnellreise nach Diamond Lake angehen. Machen wir das halt auf die Art und Weise. Finde ich an sich gar nicht mal so schlecht. Dann können wir ein bisschen die optionale Sache mal weitermachen, bevor wir dann wieder uns direkt auf die Hauptquests und ähnliche Sachen stürzen. Und wie ihr ja auch wieder sehen könnt an der Facecam, hat es mal wieder eine neue Aufnahme da. Es ist wieder duster wie Sau draußen. Es ist bewölkt ohne Ende und deswegen liege ich halt ein bisschen im Schatten. Mit angemachtem Licht wird es noch ein bisschen komischer aussehen. Deswegen habe ich das Licht mal ausgelost. Halte mal den Gaul an. Es ist Corporal St. John. Mach auf! Hier spricht Corporal St. John. Was gibt's, Captain? Ich brauche Sie im Hauptquartier. Sofort. Treffpunkt Krankenstation. Die Krankenstation. Was ist los? Es gab einen Vorfall. Ich bin unterwegs. Wenn ein Diamond Lake noch uns gefruchtet. Lieutenant Whittaker, hörst du mich? Verdammt. Sarah, kommen! Sarah? Verdammt! Huch, was war dann jetzt gerade los? Ich bin schuld. Triff dich mit Doc Jimenez, ein guter Soldat. Wird auch noch weitergeführt. Ja. Und Offizier und Gentleman. Und wie hat er überlebt? Okay, also offensichtlich geht du irgendwie der Punk ab grad. Und möglicherweise wollen sie Sarah für den Ausflug jetzt verurteilen. Zumindest klingt es für mich im Kausalzusammenhang genug. Okay, Copeland wackelt da wieder was. Ich höre leider durch den Motorenlärm kaum was von dem, was Copeland sagt. Ups. Ah, nur ein Hirsch. Aber irgendwer hat Amerika betrogen. Ich glaube nicht, dass die Vereinten Nationen ungeschoren davon. Sie haben Terroristenstaaten jahrelang ein Mitspracherecht gegeben. Vielleicht ist die UN immer noch aktiv. Ganz ohne uns. Und einer unserer ehemaligen Freunde hat einen Platz im Sicherheitsrat. Überleg mal. Hero hatte sicher die Hände im Spiel, aber für diesen Krieg bräuchten sie eine Menge Hilfe. Hier ist Mark Copeland für Radio. Ja gut, ich verstehe leider nur wenig von dem, was er da sagt. Wer weiß, Corp, vielleicht hast du ja sogar mal recht. Aber wenn du wüsstest, an was die in Cloverdale arbeiten, direkt vor deiner scheiß Haustür, dann würdest du einen Herzinfarkt... Was ist das für ein Geräusch? Herzinfarkt kriegen. Globale Verschwörung hieß das Gebabbel von Copeland. Ja, wie allzu oft kommen wir hier mal wieder nicht hoch. St. John, Captain Kurian Deacon, St. John, bitte kommen Sie zum Diamond Lake. Okay, das auch noch. Ja, Captain, ich höre. Verstanden. Ja, für... was haben wir da dann noch? Plündercamp-Mission, okay. Ja, das sieht wohl echt bitter aus. Ich glaube, an den kommen wir vorerst nicht dran. Das sieht wohl wirklich erstmal ziemlich bitter aus für uns. Halte mal den Gaul an. Wo sind wir dann jetzt? In irgendeinem kleinen Camp. Okay, wir fahren einfach mal weiter. Ja, der Camper hat es wohl auch zerrobbt, so wie es aussieht.
Okay, wir gehen von da aus auf die Stroß. Ach, scheiß drauf. Du musst jetzt nicht ewig die Spirale fahren, wenn es mich sowieso hier lotst. Das sieht mal aus, als wäre es so Bergwerk, ne? Waren wir hier nicht schon? Wir waren doch hier schon mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Können wir da runterfahren, ohne dass wir uns das Genick brechen? Ja, geht. Okay. Tja, aber Nero-Kontrollpunkt ist over. Und hier ohne waren wir tatsächlich schon mal, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ja, scheiß drauf, du, die finde ich derzeit nicht. Dann machen wir halt wieder die Schnellreise zurück. So lädt man es jetzt auch du, dir liebe Leid. Ich habe gedacht, wir könnten hier möglicherweise ein bisschen mehr tolle Sache erfahren und uns Nero-Kontrollstationen mal reinzwitschern. Aber das ist wie bei, bei Tuckers Camp im Norden, wo auch diese Nero-Kontrollstation an einem Ort ist, wo ich keine Ahnung habe, wo die sein soll. Okay, das war jetzt einmal ganz teuer zum Tanke. Das können wir dann gleich wieder wegmachen. Machen wir halt die Plündercamp-Mission. Er gehört zu uns. Jo, natürlich gehöre ich zu euch. So. Der Mechaniker. Ich steht auch ins Trinker. Hey, Sarge. So, tank mal noch, verdammt ja Geld. Ich schätze, du nennst es Sprit. Da können wir noch was ausbauen. Motor 3. Steigt die Höchstgeschwindigkeit eines Bikes, vielleicht durch die Vertrauensstufe 2. Kostet uns 3,6. Das ist in Ordnung. Ja. Jetzt ist er auf jeden Fall wirklich erheblich schneller. Wasserschadenverminderung gibt es jetzt allerdings nicht mehr. Okay. Da haben wir auch was Neues. Jo, unser Tankvolumen ist jetzt um die Hälfte nochmal erhöht. Scheiß, die Wand ach wieder für 3,6. Ja, Sir, das ist echt gut. Ist es, eindeutig. Rahmen können wir noch nicht. Reife gibt es tatsächlich noch neuer. Oh, die sehen aber brachial aus. Wesentlich bessere Traktion und Haltbarkeit. Die werden auch. Stück Ausrüstung hast du da. Ja, die werden auch gekauft. Gavler nix und Kühler auch nicht. Perfekt, da hat es ja exakt gereicht. Für 400 Cent können wir nur noch tanken. Kommt sofort. Lecco mio. Später. Jetzt haben wir so ziemlich alles ausgegeben. Okay, Derek, gib mir die nächste Plünderlagerer-Quest. St. John, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Ja, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Eine Patrouille sollte am Highway 97 Richtung Norden Anarchisten beobachten. Die Sind Sie wieder. denen schon einmal begegnet? Anarchisten. Die Arschlöcher, die überall diese kleinen Steinhaufen zurücklassen? Ja, ein oder zweimal. Ist schon ein Weilchen her. Ich dachte, die sind alle tot. Offensichtlich nicht. Sie finden Ihren Standort auf der Karte. Ich schicke Sie allein los, falls die unsere Leute festhalten. Ja, allein ist die Chance größer, sie lebend rauszuholen, okay. Der Patrouillenführer, Sergeant Mitch Allen, ist ein guter Freund von mir. Ja, Sir. Ich tue, was ich kann. Ich zähle auf Sie, Corporal. Wegtreten. Ich mache nur meinen Job. Okay, die Anarchisten, die kennen wir noch von Lost Lake. Offenbar hat die so gewisse Vorgeschichte mit der, ne? Wo stecken die Knatscher dann? Okay, die sind aber weit weg. Aber glücklicherweise können wir von da aus hier fahren. Und dann haben wir es auch noch besonders weit bis zu dem hier. Und dann können wir wieder da hier. Ja, geil. Das klingt ja noch ein Plan, oder? Sehr schön. Ich mag das, wenn Sachen verknüpft sind. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin immer ein großer Fan davon, Quests auf dem Weg mitzunehmen, nicht von A nach B zu rennen. Aber ich glaube, das sind die allerwenigsten Rollenspieler bzw. Gamer-Fan davon, dass man immer an weit entfernte Dinger hier muss. Am liebsten ist es, glaube ich, ein Gamer, wenn hier was ist und da ist was und da ist was und hier ist noch was. Also wenn man das alles schön auf einer Strecke abgrasen kann. Wissen, wie es euch so geht. Ihr könnt selbstverständlich gern da mal kommentieren, was das angeht und sagen, was ihr davor halten. Das mich einfach mal interessieren. Okay, das hat uns nur 11% Sprit gekostet. Ja, mit dem alten Tank hätte es bestimmt 22 gekostet. Okay, unser Bike klingt jetzt auch ziemlich cool. Das klingt nämlich also... Das klingt jetzt eigentlich recht leise sogar. Hoppala, da müssen wir lang. Und die fette brachiale Winterrefe sind, glaube ich, auch angebracht derzeit.
So. Bin ich mal gespannt, wenn wir aus dem Winter rauskommen, was dann, wie dann der Frühling aussieht, sofern wir überhaupt zum Frühling kommen. Falls dann alles im Winter spielt, bin ich auch mal sehr, sehr gespannt drauf. Okay. So. Waren wir hier in dem Gebiet schon? Ich glaube schon, oder? Hoppala, halte mal der Gaul A. Wenn das hier schon so offensichtlich rumliegt, weil normalerweise bin ich der Eumel, der Benzin dermaßen offensichtlich rumstehe lässt, da liegt aber noch einer. Das stinkt ja schon fast noch Faller. Dann mal los. Das sollte reichen. So, also ein bisschen was sollte man auf jeden Fall immer mal wieder tanken. Gehen wir doch mal hier rein. Was ist denn das hier eigentlich? Das Pancake House. Da können wir nichts aufknacken. Da auch nicht. Können wir möglicherweise die Motorhaube? Motorhaube? Nö. Okay, dann gehen wir einfach mal so ins Pancake House. Ach, wenn Deke das nicht so sieht. Da hätte man einen Wecker und noch ein kleines Rohr, ne? Genau. So. Und hier noch irgendwas. Ja gut, von dem Crew stehen wir dem Maximum schon. Den könnte man eigentlich auch mal wieder reparieren, so ganz nebenbei gesehen. Und ich liebe mein Maschinengewehr. Das ist zwar so richtig brachiales, altes 30er, 40er Jahre MG, aber das hat einen Mordsdurchschlagkraft, das Ding. Und macht richtig ordentlich Schaden. Und lässt sich auch ziemlich schnell und gut nachladen. Gut, dann fahren wir weiter. Hätte es sein können, dass man... Ja, wenn man mal zur Facecam auf den Bildschirm guckt, statt auf der eigentliche Bildschirm, wo die Fahrt losgeht, passieren so dumme Sachen. Hallo Hirscher. So, hier soll das sein angeblich. Okay, das heißt, der Rest geht wohl zu Fuß. Irgendwo muss es einen Hinweis geben, ne? Der uns dann durch hier führt. Okay. Hier, Schauen wir uns mal um. hier zittert und vibriert es leicht. Ja. Hi. Hab dich. Lass mich genau umschauen. Sogar mit Berglöwe. Alter Falter. Okay, dann holen wir uns schon mal den unverhoffte Fleisch. Die Fleischbeigabe hier, die es gibt. 4 Hirschfleisch. Boah, der Berglöwe kam jetzt wirklich unerwartet. 3 Berglöwe, aber wenn die mal schon wirklich so direkt vor die Flinte springen, dann bietet sich das tatsächlich an. Und das ist ordentlich Fleisch eigentlich wieder für die ganze Truppe. Und 4 Hirschfleisch. Perfekt. War hier nicht irgendwas? Nee. Nein, kommt- nein. Ich muss wieder zurück. Ich weiß, aber ich mag das die Abernte. Das kann ich brauchen. Ist das ein einzelne Freaker oder was? Oh, das ist ein Brecher. Ach du Scheiße. Der Brecher holt sich doch gerade was zu futtern, habe ich das Gefühl. Dann machen wir den Sausack doch mal aller. Sogar Brecher straucheln, wenn sie das Gewehr abkriegen. Das ist aber ein Kavenzmann, ohne Scheiß. Das ist ein richtig übertriebenes Ding. Sogar für Amerikaner und sogar für amerikanisches Militär ist das total übertrieben, das Ding. Das ist ja schon beinahe 1,50 Meter groß, oder ne? Ja, das dürfte rund 1,50 Meter groß sein, das Ding. Es ist echt heftig. Tja, hier vibriert es zwar, aber ich habe keine Ahnung, wo unser... Ah, da ist unser Hinweis. Na gut. Wo? Hin und wieder gucken kann er schade, ne? Milizspuren. Gut, dann fahren wir der Rest mit dem Bike runter. Und holen uns an der Stelle auch nochmal das Brecherohr. Mehr Beute. Jo, holen wir uns. Und hier geht's direkt weiter an dem Gebiet, ne? Das war so richtig saudumm. Ich habe gedacht, ich könnte mal abbremsen, aber alter Falter. Volle Kanne in die Scheißerei gefahren. Moment. Nee.
Ah, ich habe gedacht, das führt... Ah, da ist der Anarchisten-Steinhaufe. Ja, ja, ja. Steinhaufen. Ja, Anarchisten. Ja, okay. Wohin führt uns jetzt der Weg? Da hoch? Oder was? Oder wie? Oder wo? Hä? Hilfe. Okay, ja, hier muss ich weiter gucken. Jo, Okay, mal sehen. Was ist hier los? Okay. Schleifspuren, ne? Milizausrüstung. Sieht aus, als wurden sie weggebracht. Mehr Spuren. Okay. Ja, hin und wieder tut mir's leid, hin und wieder stelle ich mich einfach auch wie der letzte Mensch. Man sollte hin und wieder am Karte lesen können, ne? Wäre von Vorteil. So, dann gehen wir weiter. Ist das hier jetzt schon? Offenbar dort drüber. Komme ich damit beim Bike rüber? Einfach mal probieren. Probieren wir es doch einfach mal. Und... Jo, komme ich rüber. Hervorragend. Dann gucken wir uns doch gerade hier wieder um. Ob hier möglicherweise noch irgendwelche Spuren sind. Ja, 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 da drüber ist was. Nur Gewächs. Aber das ernten wir ab. Einmal Lavendel. Wundert mich, dass es im Winter noch wächst. Was ist es? Ja, was ist es? Ich kann leider nichts sehen, Diek. Ah, dort drüber. Das ist es. Was haben wir hier? Na, also. Spuren führen hier lang. Hoch. Hey, Captain. Ich hab Hallo, Sie Schimmler. gefunden. Scheint so, als hätten sie sich in der Mine verkrochen. Haben Sie Geiseln? Sind Sie am Leben? Okay. Das weiß ich noch nicht, aber wenn, dann hole ich sie raus. Und wenn die ihren Freund haben, dann werde ich ihn finden. Danke. Kuriende. Okay, die Mine ist schon hier. Das ist gut, dass ich nicht aufs Bike stecke bin. Eine Mine. Ja, das ist es. Haben wir mal das Schalldämpfer dran. Und, okay, da haben wir gar keiner. Da ist der Schalldämpfer schon dran. Okay. Gut, jetzt haben wir hier unseren Schalldämpfer angebracht. Hier muss es sein. Sieht ja wohl so aus. Und ihr Sterhäufchen. Warum auch immer die das machen. Vielleicht gibt es ja eine Trophäe dafür von PlayStation, wenn ich das mache. Ah, Benzin. Cool. Das Benzin hätte ich ganz gern dohi geleckt auf dem Weg. Damit ich es bloß wieder finde. Ah, da ist auch nochmal Benzin. Okay. Ich brauche hier derzeit Licht. Das ist schon mal... Oh. Schon mal sehr gut. Ja, das sehe ich schon. Wo verstecken sie dich? Ah, eine Mine. Noch eine verdammte Mine. Okay. Noch ein Anarchistensymbol. Verdammt! Alles klar. Okay, 2 von 14er. Der Typ war glücklicherweise allein. Da drüber stampft aber schon der nächste rum. Weg mit einem Sterhäufchen. Also ihr Jungs dachtet euch, ihr baut euch ein Camp auf und die Miliz sorgt für die Vorräte. Ist das so? Offensichtlich, ja. Aber eine innere Mine zu Hause ist schon nicht gerade sehr edel, um es mal so zu sagen, ne? Ja, der hat's abgesehen. Dann kriege ich aber von da aus nicht, aber von hier. Okay. Gut, das waren 2 Typer. Da kommt wieder einer. Ups. Ja, ich sehe ihn. Wieder einer weg. Da ist noch mal einer. So. Oh, oh, das klingt noch freaker. Beim letzten Mal, als es noch freaker angehört hat. Alan, du musst hier doch irgendwo sein. Beim letzten Mal, als ich das noch freaker angehört hat, war Horde in der Nähe. Und es klingt noch vieler freaker. Oh, leck.
Okay, es sind immer noch mehr als genug von den Typen da. Auch wenn die anscheinend alle nur Desinfektionsmittel mit sich tragen. Keiner von den Typen Kerosin oder sowas dabei, was ich gebrauchen könnte? Nee. Okay. Munition ist immer gut. Sehr schön. Okay, da steht noch einer. Kann aber genauso gut ein Freaker sein. Ne, war ein Typ. Okay, der hat anscheinend hier Zelle bewacht. Ah. Fest verriegelt. Ja, da werden wohl die Gefangene drin sein. Wir machen die ganze Stähfigur mal platt von den Typen. Weil ich hoffe irgendwie, dass es so PlayStation-Trophäe gibt. So. Ich muss gucken, dass ich ein bisschen höher mich positioniere. Sonst verschwindet mein Bart im inneren Facecam-Rand. Okay. Ja, die Mission können wir heute wohl noch machen. Klatsch. Splittergranate, die nehme ich doch sehr gern. Ha. Ja, Medikits und so liegen hier auch noch ordentlich rum. Also 5 Anarchisten sind noch übrig. Ja, okay. Wo verstecken sie dich? Die Munition nehme ich mal jetzt allerdings noch nicht mit. Die kann ich mal auf dem Rückweg einsacken. Wenn ich die fertig gemacht habe, soweit. Da ist nochmal Benzin. Also hier werden wir richtig mit Güter versorgt. Geht's da hoch? Ja, offenbar. Okay. Das ist eine verdammt große Mine. Ja. Weg. Ja, da drüben ist schon der nächste. Wird ein Geräusch. Ja, komm mal her. Und weg. Sind nur noch 3. Okay, das sind auch noch irgendwelche Ölfässer, die man sprengen kann. Elektrischer Zünderinventar voll. Ja, und hier gibt es auch Licht wieder. Aber es ist wirklich nicht gerade der schönste Ort zum drin wohnen, ohne Scheiß. Also da kann ich mir erheblich bessere Unterkünfte vorstellen. Da finde ich es ja sogar noch wirklich gemütlicher in einem auf dem Bahngleis zu leben, so wie die anderen Plünderer, die wir mal gesehen haben. Wo die Lieutenant war das, glaube ich, als Geisel genommen wurde. Ade, mein Freund. Bleiben nur noch 2 Typen. Der mag Schießpulver. Hervorragend, nämlich immer gern. Und 9 Maschinenpistole Muni. Ah ja, das sind dann wohl die 2. Ja, das sind auch unsere Ziele. Zuerst der Typ da hinten. Und dann der. Das war der letzte. Gute Reise. Jo, finde und rette Mitch Allen. Das ist dann wohl der Freund von Curry. Ah, ich mach dich gleich frei. Ich befreie dich sofort, mein Freund. So. Aber erstmal diese ganze furchtbare Dinger weg. Oh, das ist einfach nur irgendein... Ah, von da aus sind wahrscheinlich die Kumpels Kummer noch. Im Schacht noch runter. Und... Aber die Musik fällt mir nicht. Das ist gerade so ein bisschen die harte Musik, der Anfang davor ist. Oh, lieber schnell den Typ retter. Komm schon. Hey, Sarge, du musst Mitch Allen sein. Ich war erledigt. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, das war's. Das glaube ich. Schaffst du es alleine zurück? Ja, geht klar. Danke, Mann. Ich verdanke dir mein Leben. Ich gehe zurück und erzähle, was du getan hast. Ich schwör's. Ich mache nur meinen Job. Wie der hechelt.
Okay. Gut, alles klar. Dann war's das. Das können wir knacken. Nett. Wow! Verfickte Scheiße! Wow! Fuck it, doodle du! Wow! Ach du Scheiße! Grundgütiger! Was zur Hölle ist denn hier los? Alter! Oh Gott! Kaum den Typ gerettet, schon kommt die ganze verschissene Horde! Tunnel schon mal? Alter! Oh Gott! Und das ist noch mal kurz vor Ende von der Episode! Heilige Scheiße! Entkomme aus der Mine. Ja, da kommen die ganze Freaker. Oh Gott! Okay. Freaks ausschalten, verdammt. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, das gehen wir über Meier bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Die hat mich gerade richtig fett überrascht zum Schluss dieser Horde. Kaum diesen Mitch-Typ, Sergeant Superkerl, Captain Wow befreit. Und schon kommt hier die Horde. Ach du liebs, Herr Gettel. Steht Sarah, ich beruhige mich erst einmal. Wir sehen uns dann über Meier wieder. Ayan. Yankee.